Ja, wir haben hier eine offene Runde, das heißt, es sieht nicht so aus, als sei niemand willkommen. In der Mitte ist das Prinzip Hoffnung. Da kann man sich draufsetzen, wenn man etwas Hoffnungsvolles zu erzählen hat. Dann gibt es noch einen freien Platz. Da werden reihum jetzt vielleicht Leute, die Fragen stellen, einfach hier zu Otto und zu der Maja stoßen. Zunächst aber wird Maja noch einmal das Wort ergreifen. Dankeschön. Ich möchte nur das, was ich zuerst versprochen hatte, noch ein paar kurze Punkte zu sagen, was denn tatsächlich jetzt eine wie auch immer missionarische Aktivität, ob das jetzt was Kleines ist oder eine große Mission, das ist jetzt gar nicht das Thema, ja. Aber wie das eine Pfarrei verändern kann oder was so die Punkte sind, wie ich es auch erlebe innerhalb der 25 Jahre, und zwar, wir haben ja wirklich, noch einmal zu betonen, vielleicht Pfarreien auf dem Land und in der Stadt begleitet, in Wahrheit wahrscheinlich mehr auf dem Land als in der Stadt, also es ist auch diese doppelte Erfahrung. Aber das, was eigentlich herauskommt so an Punkten, an Stärkungen, das ist da wie dort dasselbe. Das Erste, was für mich auch persönlich ganz wesentlich war, dass ich eben durch diese damalige Gemeindemission mal selber eine Stärkung in meinem Glauben erfahren habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, Sie arbeiten alle hauptamtlich, das kann dann noch einmal schwerer sein, auch wenn man sich dann in der Freizeit vielleicht auch noch ehrenamtlich in einer Pfarrei engagiert. Aber dieses Gefühl, ich gebe und wo bekomme ich eigentlich das her, was ich brauche, um überhaupt geben zu können. Und das auch für mich oder was ich auch erlebe in den Vereinen, einfach diese Erfahrung, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden in ihrem eigenen Glauben gestärkt. Also ich habe es für mich einfach erlebt, auch dass ich nochmal eine eigene Glaubenserfahrung gemacht habe, die ich da bis dahin nicht hatte, einfach weil Räume eröffnet worden sind, wo man einander begegnen kann, aber wo man eben auch Gott begegnen kann. Ein anderer Punkt ist, dass der Perspektivwechsel, ja, dass wenn eine Pfarrei sich aufmacht, zu sagen, wir sind jetzt wirklich für die anderen da, also für die, die noch nicht oder die nicht da sind, vielleicht kommen sie ja auch nie, vielleicht schon, aber wir sind für die da, die sozusagen draußen sind, dass es einen Perspektivwechsel ergibt und dass in der Begegnung, so wie wir da kurz angeteasert gesehen haben, die solidarische Karawane in dieser Weggemeinschaft mit Menschen, dass es einfach wirklich eine neue Freude ergibt und auch eine neue Gemeinschaft innerhalb der Pfarrei. Ja, ich meine, Sie kennen das ja vielleicht auch in einer Pfarrei, ist ja nicht immer alles nur so super und wir verstehen uns alle so wahnsinnig gut, also da gibt es ja auch immer wieder Konflikte, aber wir sind jetzt gemeinsam auf einem Weg, wie das auch die Gemeinschaft in einer Pfarrei stärken kann. Und etwas, was viele lernen, wir hören immer wieder den Satz, also ich kenne das auch, meine beste Freundin hat das schon, die auch in einer Pfarrei engagiert ist, die das schon vor vielen, vielen Jahren sagt sie, naja, aber wir müssen ja erst schauen, dass bei uns alles gut und schön ist in der Pfarrei, weil das ist ja noch alles nicht so, dass wir andere überhaupt dazu einladen können. Weil es muss noch viel besser sein, damit überhaupt andere Menschen zu uns kommen können, um dann zu sehen, es ist auch schön. Nein, es muss nicht perfekt sein, weil es wird auch nie perfekt sein, ja, weil wann ist eine Pfarrei so perfekt und so toll, dass man sagt, jetzt passt einfach hinten und vorne alles. Nein, wir dürfen Menschen einladen zu der Gemeinschaft, die wir jetzt sind. Und das ist auch authentischer, ja, und Menschen merken das, die merken, ob du authentisch bist oder nicht. Ein ganz wichtiger Punkt ist, Pfarrei geht hinaus und Kirche ist präsent an Orten, wo man Kirche nicht erwartet. Der Otto hat da ein paar Bilder gezeigt, vom Casino bis zum Hallenbad. Kein Mensch erwartet, dass die Kirche im Casino oder im Hallenbad oder auch im Kaffeehaus oder ich weiß nicht, wie solche Heurigen oder Weinstuben bei euch heißen, es hat sicher einen eigenen Namen, das erwartet man nicht. Und wenn Kirche dorthin geht, dann hat das mit dem Alltag der Menschen gleich viel mehr zu tun. Und es gibt nicht so eine Hemmschwelle für Menschen, die mit Kirche vielleicht normal nichts zu tun haben, da hineinzugehen. Jeder geht ins Gasthaus, ja? Jeder geht in eine Bank oder in ein Einkaufszentrum. Und wenn mir Kirche dort begegnet, dann hat das plötzlich etwas mit meinem Alltag zu tun, was ich sonst nicht so erlebe. Und ein Punkt noch,
den ich auch ganz wichtig finde. Das haben wir ganz oft erlebt bei solchen Missionen, dass da plötzlich Menschen sich engagieren wollen dafür oder mit hineingenommen werden können, die nicht schon in der Mitte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Pfarrei sind. Also Menschen, die schon irgendwo da am Rand irgendwie sind, die bis jetzt aber vielleicht auch gar nicht so einen Platz gefunden haben, dass Menschen sich mit hineinnehmen lassen, die vorher noch nicht so engagiert waren. So, das nur mal jetzt soweit. Ja, nach den angeregten Gesprächen in der Pause, vielleicht auch in den Dreier- oder Vierergruppen, vielleicht auch direkt Fragen an die Referenten, etwas, was ich auch mit einbringen will, Frage oder ein Impuls. Ja, the floor is yours. Ici? Ah bon? Ah ouais. J'ai préféré écrire puisque je crois qu'il aura besoin d'une traduction, ce sera plus clair et je parlerai plus doucement. Au début de la présentation, et je vous remercie déjà parce que fort intéressante, il y avait une question qui était la suivante: est-ce que ce monde touche encore notre cœur? Est-ce que nous ressentons encore le cœur de Dieu qui bat pour ce monde, pour notre Église? Et je dirais que pour moi, et de là va naître ma question, il y aurait une question première, qui est celle-ci: est-ce que je ressens, est-ce que je sais, est-ce que je connais le cœur de Dieu qui bat pour moi? Ce n'est pas une question d'égoïsme, je dirais, c'est pour moi une question essentielle, une question d'être profond. Parce qu'on ne peut pas vraiment ressentir le battement du cœur de Dieu pour le monde si on ne l'a pas d'abord senti, ce cœur de Dieu qui bat pour moi. Je vois que beaucoup de personnes engagées, actives et parfois très généreuses dans la vie de l'Église n'ont peut-être jamais fait cette expérience personnelle de l'amour de Dieu. Elles parlent de Dieu, mais elles n'ont pas encore goûté la tendresse de l'amour de Dieu. Alors leur mission devient vite un poids, une fonction, un emploi, et parfois même une idéologie, lourde à porter pour elle-même et qu'elle fait porter sur les autres. J'ai l'impression parfois que les grandes souffrances du monde qui sont légitimes et pour lesquelles on doit travailler, comme la guerre, la pauvreté, l'antenne, des catastrophes naturelles, etc., sont capables de nous émouvoir beaucoup plus facilement que les difficultés silencieuses tout près de nous, dans la paroisse, dans le quartier, dans la maison de retraite, qui parfois passent inaperçues, alors qu'elles sont peut-être les lieux où le Christ nous attend de façon plus immédiate, plus concrète, plus proche. Et je me dis que parfois, ça montre aussi une vision que nous avons de Dieu. Je suis ému plus facilement pour des réalités lointaines, je parle en tant que chrétien, parce que Dieu est pour moi une idée lointaine. Dieu n'est pas le tout proche de moi. Et donc, ma question de fond, c'est, dans tout ce processus très intéressant, très important, et je pense que bon pour l'Église aujourd'hui, dans ce contexte que je viens d'évoquer, il me semble que je suis très concret et réaliste. Comment commencer ce processus dans nos paroisses? Je reste, je peux. Du hast, hast du genug Infos? Ich glaube. Ja. Es geht darum, ja, Gott für mich selbst, bevor ich mich über die anderen beugen kann. Wo gibt es Orte, wie kann man einen Prozess anleiern? Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt unseres Lernprozesses an. Tatsächlich ist natürlich für mich persönlich,
für uns Missionare genau dieser Herzschlag für mich, ja, ein Schlüssel, weil ich die große Liebe des Herrn für mich erkannt habe. Und am Anfang unserer Mission, und das habe ich nicht erzählt, ja, haben wir gedacht, das wird sich automatisch ausbreiten. Und wir sind im Fahren gegangen, wir haben erzählt, aber sie kannten diese Erfahrung nicht. Also viele, wo ich eine Erfahrung erzähle, du kannst sie hören, aber sie kommt nicht an. Also ich bin absolut d'accord, ja, mit dieser Grunderfahrung. Was wir gelernt haben ist, dass der Geist Gottes großzügiger ist. Er ist großzügiger, weil er bei unserer Sehnsucht ansetzt. Also meine Frau hat mir gesagt, als ich sie zum Gebetsabend eingeladen habe, hat sie gesagt, Gott interessiert mich nicht, ich habe keine Sehnsucht nach Gott. Das hat mir sehr weh getan. Ja. Aber als sie dann 2-3 Jahre eine Erfahrung gemacht hat, hat sie mir gesagt, weißt du, diese Erfahrung ist nicht neu. Diese Sehnsucht hatte ich schon immer, nämlich nach einer großen Liebe. Diese Sehnsucht, nur ich wusste nicht, dass das was mit Gott und mit der Kirche zu tun hat. Wenn wir diese Frage stellen, wo die Jesus hingehen, ich nehme alle in diese große Sehnsucht mit. Und auf dem Weg entdecken viele den Grund der Sehnsucht, die Quelle der Sehnsucht. Also zum Beispiel Heinz. Heinz war in einer, also wir haben das Problem, oft Verantwortliche für die Mission zu finden. Wir haben überhaupt Probleme, Verantwortliche zu finden. Niemand will mehr Verantwortung nehmen. Und dann sehe ich einen Mann, der Mitte 40, engagiert, und ich dachte mir, das wäre ein Mann, der ist Lehrer, der ist integrativ. Und dann haben sie gesagt, was ist mit dem, mit Heinz? Und dann haben sie gesagt, der ist aber nicht so fromm. Und dann haben sie ihn gefragt, hat er gesagt, ja, aber ich bin ja nicht fromm. Aber er hatte eine integrative Gabe. Und Heinz hat dann die Verantwortung übernommen und hat dann gesehen, mit seiner humanistischen Einstellung, das reicht nicht. Und er hat auf dem Weg wirklich Christus entdeckt, weil er Christus gebraucht hat. Und heute geht er mit mir vom Pfarrer zu Pfarrer und sagt, wie wichtig das Gebet ist, wie wichtig die Beziehung mit Christus ist. Aber er hat es auf dem Weg entdeckt. Wenn wir im Pfarren kommen, sagen sie oft, ja, da ist die Legio, da ist eine charismatische Gruppe und mit denen können sie Mission machen. Und dann sage ich, ja, super, aber die anderen auch. Die anderen auch? Die sind ja noch nicht fähig für die Mission. Und das ist, wir müssen glauben, dass Gott in jedem Menschen diesen Samen gelegt hat. Ich gebe absolut recht, ja, die Glut ist diese unmittelbare Begegnung mit dem Herrn. Und das ist auch die eigentliche, der Bluts, wie nennt man das, das Blut, das alles durchfließt den ganzen Körper. Also absolut d'accord. Aber wie ich diese Beziehung entdecke, ist großzügiger, ist weiter, ist barmherziger, wir sind sehr ideologisiert. Ja, da gibt es die frommen Konservativen, dann gibt es die liberalen Nicht-frommen, dann gibt es aber Gott teilt nicht so ein. Und wir müssen endlich aufhören, diese rechts-links, das funktioniert nicht.
nicht in der Mission. Ob ich jetzt ein Linker oder Rechter bin, wenn ich gemeinsam auf Mission bin und mich um den Armen kümmere, entdecke ich Christus gemeinsam und wir verändern uns. Also, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, gar nichts voll d'accord, nur die Entdeckung ist weiter, ist größer, ist großherziger. Ist das ein bisschen verständlich? Ja. Merci. Merci André. André Floretti, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est à Elbrück. Hein. Et il a pris aussi l'initiative durant des dimanches après-midi de proposer de la catéchèse intergénérationnelle où il y a beaucoup de monde, pas seulement des luxembourgeois, surtout aussi des étrangers, une fois par mois. Alors ça s'appelle Kairos. Hein. Merci pour ton intervention. Des non-luxembourgeois. Parce que les étrangers, ça n'existe pas dans l'Église. Ouais. Juste. Gabriel. C'est très engageant pour poser une question. J'encourage d'autres à le faire. Non, en fait, merci beaucoup pour votre intervention. Et j'ai été intéressé déjà dès l'introduction par la définition de l'apprentissage qui passe par des réussites et des échecs. Dans mon expérience, les échecs sont beaucoup plus intéressants. C'est moins facile d'en parler. Bon, j'ai surtout entendu des réussites, un enthousiasme, notamment par les fruits que porte le fait d'aller annoncer à d'autres le Christ au sein de la communauté, par la découverte de nouveaux responsables, de nouvelles personnes qui s'intègrent. Donc tous ces fruits, je veux bien les entendre. Peut-être j'aurais besoin d'entendre plus d'échecs. Oh, pas d'échecs en soi, hein, mais des échecs traversés qui ont été fructueux et qui vous font prendre conscience de choses. Et notamment, en tout cas, ça éclairait mes propres échecs. Peut-être. Also es gibt ein Scheitern auf langer Linie, also auf einem langen Zug. Und zwar, wir haben gedacht, es gibt eine Art Gemeindeentwicklung mit einem Pastoralkonzept. Und das funktioniert eigentlich gar nicht. Also wir haben über viele Jahre gedacht, ja, es wird eine Gemeindeentwicklung geben, aber Gott handelt anders. Ich glaube, wir lernen das Gesicht der Kirche, wir wissen ja gar nicht, wie es ausschauen wird. Ich war vorgestern bei der Pastoraltagung und die Pastoralamtsleiter Österreichs waren zusammen und haben genau das gesagt. Wir sind gescheitert in unseren Pastoralkonzepten. Wir sind auch gescheitert in unserem Pastoralkonzept. Die Nachhaltigkeit, wo wir gedacht haben, bildet sich die Gruppe und dann funktioniert das so. Nein, das war nicht so. Einzelne haben einen Weg begonnen. Dann hat ein anderes Netzwerk begonnen. Es hat nicht funktioniert, sozusagen, die langfristige Strategie. Können wir das mal so sagen, das ist die erste. Aber es war nicht schlecht. Wir mussten nur umdenken. Das Scheitern war, wir wollten es in den Griff bekommen. Und wir wollten vor dem Pfarrern auch gut dastehen, weil wir gedacht haben, wir haben ein Konzept. Nur das Konzept hat Gott anders geführt. Ja. Es gibt, hast du Beispiele? Also es gibt einige, zum Beispiel ein Jugendleiter hat eine Mission erlebt und beim Jugendtreffen in der Diskothek waren hunderte Jugendliche. Und beim nächsten Treffen der Jugendtreffen hat er sich gedacht, jetzt hat er viele Jugendliche. Es waren genauso wenig wie vorher. Und dann war das Feedback in der Runde, ja,
war eine tote Saat. Eure Mission ist eine tote Saat. Ja. Und da habe ich gewusst, ich muss die Pfarre anders vorbereiten, weil die Fruchtbarkeit funktioniert nicht so. Also der Misserfolg war, ich habe gemerkt, man muss Menschen auch vorbereiten. Ja? Man baut ein Haus und schaut, was ist wichtig, um ein Haus zu bauen. Das heißt, wir mussten lernen, Menschen vorbereiten. Die Fruchtbarkeit des Evangeliums ist eine andere wie die weltliche Fruchtbarkeit. Und ich musste lernen zu begleiten, zu schauen, dieser Erfolg, welche Konsequenz ziehe ich daraus? Aber das Scheitern war sehr schwierig, weil er hat Stimmung gemacht in der Pfarre, weil er wollte vom Erfolg profitieren und hat nicht profitiert. Und deswegen ist der Begleitungsprozess einem missionarischen Tun so wichtig, weil ich helfe, mit Scheitern umzugehen. Also Scheitern ist eigentlich normal. Ja. Zum Beispiel, wenn wir Hausbesuche machen. Und bei Hausbesuchen. Und es gibt Leute, die super Erfahrungen machen in Hausbesuchen, und andere machen ganz schlechte Erfahrungen. Scheitern. Wenn wir dann nicht gut Feedback machen, ist es ganz schlecht. Weil dann ist es schlechter als vorher. Aber durch das Feedback lernen die keine offene Tür hatten, was die anderen erlebt haben. Und das nächste Mal wird es anders sein. Also Scheitern in der mangelnden Begleitung. Ohne Begleitung, also das ist, Sie sind alle Chefs, ja. Eine der Hauptaufgaben von Leitern ist Begleitung. Und das haben wir oft zu wenig gemacht. Und deswegen gibt es Enttäuschungen, weil der Lernprozess hilft einem, als bist du gefallen, das ist nicht schlimm, jetzt stehst du wieder auf. Ja. Also zum Beispiel, aber es gibt unzählige. Vielleicht eine Geschichte noch. Wir hatten eine Mission, und es ging um Mission und Arbeitswelt. Und irgendwie war ich für den Abend verantwortlich. Und diese Pfarre war sehr kritisch, sehr akademisch, sehr reich. Ja. Und es war der Abend, es sind viele Leute gekommen, aber wir haben den Abend ganz schlecht gemacht. Ich weiß nicht mehr warum. Die erste Intervention war daneben, war schlecht. Das Zeugnis war schlecht. Es war wirklich, ich habe mich geschämt. Es ist nicht gut gegangen. Ein schlechter Abend. Kein guter Input. So. Ich habe gesehen, wie sie, im Kopf, wie sie die Eier werfen. Gut. Und es war so eine kritische Pfarre. Das ist wirklich Abendskatastrophe. Ich habe nicht schlafen können. Die ganze Nacht. In der Früh war das Team, ich habe Angst gehabt, dorthin zu kommen. Ich habe gesagt, ich kann nicht sagen, ich bitte euch so um Verzeihung, dass wir das so schlecht gemacht haben. Ich kann nur sagen, wir machen es das nächste Mal. Bitte um Verzeihung. Es war Stille. An den Abenden sind gut gegangen. Dann war Schluss der Mission, es war Feedback. Die Pastoralassistentin steht auf und sagt, was war das Wichtigste der Mission? Dass du um Verzeihung gebeten hast. In dieser Pfarre, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Wir müssen immer perfekt sein. Wir werden immer kritisiert. Ich halte es nicht mehr aus. Nur Kritik. Aber dass jemand um Vergebung bittet. Aber das war ein Scheitern. Es war ein Scheitern. Es gibt genug Scheitern. Also ich könnte jetzt weiter erzählen von den Erzählungen, aber das waren so eine der Lernprozesse. Merci beaucoup. Gabriel, tu peux dire peut-être qui tu es? Je suis le père Gabriel Pigache, je suis jésuite et je vis au Christ Roi. Et je suis donc animateur avec des équipes de la Maison Inigo, qui est le tiers-lieu associé à la chapelle du Christ Roi à Bel Air, avenue Gaston-Diedrich. Donc
en partie pour ce qui est de la pastorale, vraiment proche de ce dont vous parliez. J'accompagne les équipes du pastoral des jeunes, du KT, du mouvement eucharistique des jeunes, et puis au-delà, Magis, les jeunes pros, les jeunes parents. Ce que je trouve difficile, et ce qui est plutôt de l'ordre de l'échec, c'est d'offrir des occasions de fraternité, de convivialité à des personnes qui s'avèrent enthousiastes, mais qui ont peu de temps. Ils travaillent beaucoup, même le dimanche. Donc ça m'a surpris. Mais il ne faut pas se laisser arrêter, je pense, c'est l'enseignement que je tire, parce que quand je me mets à l'écoute, toutes ont soif de l'évangile, ont des questions existentielles, et accepter de commencer petit, de prendre du temps pour parler sur le pas de la porte. Et peut-être il y a des choses qui arrivent. Ja, alle sind Chefs. Ja, bitte. Donc ce sera en français encore une fois, pardon. Une question un peu plus logistique, on va dire. On a vu ici des exemples d'initiatives et de réunions. J'aimerais savoir comment vous allumez donc les petites flammes. Comment est-ce que vous nourrissez ces petites flammes après? Et on a parlé des rencontres, mais on a moins parlé de la manière dont vous transmettez le message de Dieu. Et donc, de quelle façon cela est-il fait et comment cela Das, was wir nur kurz vorgestellt haben, ist dieser Kurs Mission Possible. Und dieser Kurs, das sind 10 Abende oder 3 Wochenenden, und da gehen wir einen Weg miteinander. Und da gibt es Theologie, Praxis, Gebet miteinander und so weiter. Das heißt, ich muss einen Weg, also es sind so 3-4 Monate, wo man mit einer Gruppe miteinander geht. Das ist wichtig. Die Begleitung hat und nach jeder Einheit gibt es eine praktische Übung. Also es gibt die Theologie, das geistliche Leben, aber immer eine praktische Übung. Somit wachse ich. Und dann ist zu schauen, also das ist jetzt für die Jüngerinnen und Jünger. Ja, das kann mal intensiver sein, weniger intensiv. Und dann mit der Pfarre mache ich ja dann ein Projekt. Also wenn man zum Beispiel diesen Kurs macht, Sie könnten diesen Mission Possible Kurs anbieten. Es gibt ein Buch, es gibt Videos dazu, Sie tun sich mit 2, 3 anderen zusammen und suchen sich aus Ihrer Pfarrei oder Ihrem Gebiet 10, 15, 20 Leute und mit denen gehen Sie einen Weg. Sie lernen, warum eigentlich, also theologisch, und dann setzen Sie ein konkretes Projekt um mit ihnen. Und dann ist es wichtig, das natürlich nachher weiter zu begleiten. Und das ist die Challenge. Also der Kurs funktioniert zum Beispiel sehr gut bei Church Plans, ja, wo ich aufbauen kann. Wir haben dieses Ding gesehen, wo der Glaubenskurs ist, wo ich dann aufbauen kann, ja, Schritt für Schritt. Wenn man den Kurs so in einer Pfarre macht, ist gut zu überlegen, was passiert danach. Ja. Also wir tun uns mit anderen zusammen, zum Beispiel auch, wo es sagt, da gibt es eine Gruppe von Leuten, die bietet Glaubenskurse an und so weiter. Das muss man im Vorfeld wissen. Aber ich glaube, es gibt kaum Missionskurse. Ich kenne kaum andere. Also ein Kurs ist ein Schulungsweg. Und das erscheint mir wichtig zu sein. Also nicht nur ein Projekt, ein Event, sondern einen Weg. Vielleicht kurz dazu, weil du gesagt hast, es ist schwer, Leute zu finden, die Verantwortung übernehmen. Kannst du was über diese Leadership-Ausbildung auch sagen? Oder die Maya?
Wir bieten unterschiedliche Schulungen an, unter anderem auch, wie nehme ich Verantwortung, also Leadership-Kurse auch, weil Leadership eine unglaublich wichtige Erfahrung ist, aber ich würde da jetzt vor allem Wert legen, dass wir uns ausbilden, anderen in der Mission zu schulen. Ich möchte das sehr ans Herz legen. Unser Leadership ist vor allem Jüngerinnen und Jünger auszubilden. Ich erlebe das bei Dechantenwochen. Sagen sie, ja, was sollen wir? Ja, ihr habt jetzt die Aufgabe, Jünger und Jünger zu suchen. Ihr müsst schon auch auf Mission gehen, aber eure erste Aufgabe ist, Jünger und Jünger zu suchen. Und ich glaube, das ist anspruchsvoll. Das macht man nicht mit einer Mail, sondern da schreibt man Namen auf, betet für die, spricht mit denen extra. Und wenn man zum Beispiel einen Kurs macht oder etwas, kommen wir zusammen, das braucht Zeit. Jesus hat also eine ganze Nacht gebetet, und vielleicht mehr, wahrscheinlich mehr, und dann hat er die Jünger gerufen, er ist zu ihnen hingegangen. Wir glauben immer, wenn wir ein Mail machen, ein Plakat, nein, ich muss sie ansprechen. Und meistens sprechen wir die an, die schon was zu tun haben, ist klar. Die werden sagen, ich habe keine Zeit. Dann bist du genau richtig. Das ist klar. Der wird eine Priorität wählen. Der verantwortet, und das ist unsere Aufgabe, andere Jünger und Jüngerinnen zu. Ich glaube, das ist unsere Challenge. Menschen zu finden, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Und der Pfarrgemeinderat hat eine andere Aufgabe. Das ist meistens nicht der Pfarrgemeinderat. Der Pfarrgemeinderat hat mehr eine logistisch-administrative, auch Entscheidungsaufgabe. Aber Jüngerschaft ist eine andere, und die muss man ausbilden. Und ohne Ausbildung, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ah oui, Noël. Les gens ne te connaissent pas. Donc je suis Noël Zara, je suis la directrice des ressources humaines du groupe Archevêché et c'est d'autant plus intéressant d'entendre parler des disciples que effectivement même tous les jours pour faire notre mission au travail, on a aussi des difficultés à trouver du personnel, et en tout cas du personnel engagé. Et donc, effectivement, d'où ma question initiale, comment est-ce qu'on fait vivre et surtout comment est-ce qu'on continue d'alimenter un feu qu'on a commencé à allumer. Ça revient un peu à la question du Père Favoriti au départ, comment concrètement on met ça en place dans nos paroisses, mais je comprends que vous avez toute une méthode et que vous nous aidez aussi à mettre cela en place. Et merci beaucoup. Vielleicht ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Mission ist ein geistlicher Prozess. Und wir brauchen ganz viele Initiativen, wie Menschen lernen zu beten. Das ist elementar. Und wir haben zum Beispiel die Initiative gestartet, 10 Minuten Stille am Tag. Das ist eine Initiative, um 10 Minuten zu beten. Ja? Und man denkt sich, 10 Minuten ist nicht viel. Aber wenn wir ehrlich sind, wann bin ich 10 Minuten Stille mit Christus? Und das sind so Übungen, Initiativen zu setzen, Menschen in eine Beziehung mit dem Herrn zu bringen. Ja. Wir haben natürlich jetzt mehr gesprochen, wie gehen wir nach außen, aber es ist die Mindestinvestition ist nach innen, weil das hält das Feuer wach, unser Feuer. Ja. Und das ist nämlich ein Teil der Jüngerschaft auch, dass wir uns gegenseitig helfen, im Gebet, aber auch, wir sind sehr eng mit Kardinal Schönborn, der hat immer gesagt, gute Theologie auch. Wir brauchen eine gescheite, gute Theologie, keine Schwarz-Weiß-Theologie. Eine geistliche Theologie, aber auch eine differenzierte, gute Theologie. Vieles geht schief, weil das sagt unser Kardinal, eine schlechte Theologie. Ja. Gute Theologie, gesunde.
Bon. Ja, komm mal zu uns. Hast bestimmt was dazu zu sagen. Ja. Ich bitte euch, diesen Kollegen zu applaudieren. Vielen Dank für die Einladung, das ist sehr unerwartet. Ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Vielen Dank auch für Ihre Impulse. Ich hätte eine Frage zur Sprache. Also ich bin seit 34, 35 Jahren Priester und ich merke, in die Bereiche, die Sie uns jetzt beschrieben haben, da kann ich nicht mit der kirchlichen Sprache hin. Können Sie uns mal eine neue Grammatik machen? Aber ich sage immer, so, wenn du jemanden zu lieben beginnst, entwickelst du auch eine neue Sprache. Ja. Ich glaube, das ist, aber ich muss in eine Erfahrung treten, ich muss mit sein mit den Leuten, dann entwickle ich eine Sprache. Zum Beispiel, es gibt in Wien hat es ein riesen Event gegeben jedes Jahr, 25 Live-Ball. Und der Live-Ball war eine große Gay-Community-Festival mit Elton John und so weiter. Riesengroß. Und für die Kirche war das wie Sodom und Gomorra. Ja, das war wirklich, aber zigtausend, das größte Event jährlich. Und wir haben uns gedacht, wie sprechen wir mit ihm? Und wir haben den Gründer einfach zum Essen eingeladen. Den Kardinal und den Gründer des großen Events. Aber der hat die Kirche gehasst. Und dann haben wir durch diese Essensgemeinschaft, ja, dann ist er Freund des Kardinals geworden und dann ist eine Weggemeinschaft entstanden. Und plötzlich sind wir Freunde geworden und haben eine Sprache gefunden. Der hat uns auch immer gesagt, das verstehe ich nicht, was ihr jetzt sagt. Also er hat uns geholfen zu übersetzen, er selber wurde zum Übersetzer. Aber ich glaube, man lernt eben die Sprache mit jemandem. Mir ist gerade spontan ein Beispiel eingefallen. Ich habe eine Freundin, die aus der Volksschule, mit der ich erst seit ein paar Jahren wieder in Kontakt bin und in Kontakt gekommen bin. Die kommt auch aus einer ganz sozialdemokratischen Familie, hat mit Kirche wirklich gar nichts zu tun. Also die war schon bei der Erstkommunion und irgendwie vielleicht noch ein bisschen jungscher als Kind, aber dann wirklich komplett nichts zu tun. Und die weiß natürlich, was ich arbeite und die interessiert sich mega dafür. Also man merkt, bei der ist eine ganz große Sehnsucht da und die findet das alles toll, was wir da so machen und was ich so mache, aber sie hat irgendwie keinen Zugang dazu. Und ich wollte sie immer gerne einladen, schon auch wenn wir sowas Ähnliches wie einen Alpha-Kurs in ein bisschen kleinerer Form machen, so ein Basic-Glaubenskurs. Und da ist sie aber nicht gekommen. Und dann hatten wir voriges Jahr haben wir so eine Trilogie gemacht zu Vater, Sohn und Heiliger Geist beim Otto und Carola zu Hause. Und ich habe mir gedacht, jetzt lade ich sie wieder ein und vielleicht kommt sie. Und dann ist sie tatsächlich zum ersten Abend gekommen über den Vater. Jetzt war der Impuls, den der Otto gemacht hat, super. Er war halt nur relativ hoch angesetzt schon für Leute, die schon ein bisschen doch irgendwo in der Materie drinnen sind. Und die arme Karin hat im Prinzip überhaupt nichts verstanden. Also ein bisschen was wird sie schon verstanden haben, aber es war einfach zu viel. Und sie fand das total nett und alle waren lieb zu ihr und das war alles gut, aber sie hat halt von dem nichts verstanden. Jetzt habe ich sie dieses Jahr zu meiner Geburtstagsparty eingeladen, die auch bei den Neubauer stattgefunden hat, weil die das für mich organisiert haben, mein Akademie-Team, habe ich sie eingeladen und sie ist wiedergekommen. Und sie ist total überwältigt eigentlich davon, wie nett da alle sind und die Gastfreundschaft und sie kennt das nicht von sich zu Hause oder auch von ihren Freundinnen her, dass da alle Menschen eigentlich hauptsächlich nett über andere sprechen und nicht dann gleich anfangen, über andere schlecht zu reden. Also sie kennt das nicht. Und diese Gastfreundschaft und die Art und Weise, wie gesprochen wird, das ist eine Sprache, die sie versteht. Und
Sie fragt mich auch Dinge. Ja? Manchmal, da kommt dann plötzlich, wenn wir uns treffen, kommt da irgend so eine Frage über Jesus rausgeschossen. Und dann kann ich antworten in einer Weise, wie sie es auch verstehen kann. Aber einfach, weil wir diese gemeinsame Sprache auch gefunden haben, wo sie mit kann. Vielen Dank. Für jene, die dich nicht kennen, es sind auch einige da. Ja, also mein Name ist Ries Oettner und ich arbeite in einem Dekanat aus 4 Pfarreien. Und ja, Bist du Dächern oder wie? ich weiß es nicht mehr. Ja, und für mich ist sehr, sehr wichtig, was Sie vorher gesagt haben, wir müssen, also ich in meiner Rolle muss einer sein, der die Leute sammelt. Ja. Und ja, hauptamtlich und auch. Ja, gut. Okay, Dankeschön. Merci. Leo Wagner, Weihbischof. Sie haben vorhin von Orten gesprochen, an die Jesus möglicherweise zu denen Jesus möglicherweise gegangen wäre, und dann die Einladung, dass wir mal dorthin gehen. Da gibt es natürlich Resistenzen bei uns, aber es gibt bestimmt doch auch Resistenzen an diesen Orten. Also wenn ich mir das konkret vorstelle, er hat jetzt als Idee, unsere Pfarrei geht mal ins Schwimmbad. Wir haben ein Schwimmbad, ich bin nicht sicher, ob wir da reinkommen würden, oder auch in ein Café, weil da gibt es bestimmt doch auch Resistenzen. Wie haben Sie das geschafft, damit auch dort die Türen aufgegangen sind, konkret? Also zum Spielcasino. Im Spielcasino durften nicht einmal die Sternsinger. Gibt es bei euch auch Sternsinger? Nein. Ah ja. Also zu Weihnachten gibt es bei uns so ein Singen, und das kann jeder normal. Und sie sind, das Team ist dort hingegangen und hat gefragt, ob wir eine Veranstaltung machen können. Und dann hat der Chef gesagt, nein, mit der Kirche machen wir nichts. Dann sind sie zurück und haben gesagt, es funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, heißt das, den Staub von den Füßen schütteln jetzt? Und sie haben alle gesagt, nein, wir sind ohne Glauben gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir die Gebetsinitiative, wir beten jetzt. Dann haben sie gesagt, ja, so fromm sind wir nicht. Dann habe ich gesagt, doch, wir probieren das, wir beten. Und ich schreibe dem Chef des Chefs einen Brief, und dann schreibt der einen Brief und sagt, und plötzlich passiert etwas, was ich lerne zu beten, eine Glaubensakte zu setzen, weiterzugehen als normal. Und plötzlich haben sich die Türen geöffnet. Und diese Erfahrung war wahnsinnig wichtig, weil sie sind auf Widerstand geschossen und sie haben nicht aufgegeben, sondern sind weitergegangen, also jetzt im positiven Sinne. Und das war aber ein geistlicher Prozess. Es ist ganz normal, zum Beispiel, ich habe ein Kaffeehaus, das ich sehr gern habe, es ist ein Kultcafé, Café Stein, danke. Und ich bin mehrmals hingegangen und der Chef hat immer gesagt, nein. Und beim 4. oder 5. Mal sagt er, jetzt haben Sie schon so oft gefragt, okay, jetzt machen wir es. Also danke für die Frage, ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Wenn die Realität ist, wie sie ist, ja, oder zum Beispiel, wir hatten eine Großdiskothek am Land, Excalibur, und alle haben gesagt, Jesus würde in diese Diskothek gehen. Aber keiner hat gewusst, was man da machen soll oder wie soll das überhaupt funktionieren. Ich auch nicht, und keine Ahnung gehabt. Und dann haben wir gesagt, wer besucht den Diskothekenbesitzer? Und der Diskothekenbesitzer hat geglaubt, er versteht die Welt nicht mehr, weil er sich gedacht hat, das kann nicht sein. Die Kirche will in meiner Diskothek etwas machen. Er wurde immer schlecht angeschaut. Er ist ein No-Go für die dort.
mehrfach verheiratet und so. Also er fühlte sich als schlechter Mensch. Und bei dem schlechten Menschen wollen sie, ja, und dann haben sie Zeit gehabt, haben sie lange mit ihm gesprochen und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, am freien Tag. Am freien Tag. Also wir könnten viele Geschichten erzählen, danke sehr für die Frage, weil wir bleiben realistisch. Also es ist nicht der Wunderwutzi, wir fragen und alle Türen gehen offen, nein. Sondern wir müssen natürlich auch eine größere Liebe, einen größeren Glauben, Geduld, immer wieder. Das Evangelium, nicht, wo die lästige Witwe, die ständig, ja, dann wird die Tür aufgemacht. Ja. So. Wobei man schon auch dazu sagen kann, dass schon auch mehr Menschen offen sind, als wir das glauben. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das alle, wenn sie das Wort Kirche hören, sofort zu schreien beginnen und uns rauswerfen oder so. Also dass die Offenheit auch in der säkularen Welt, du hast es zuerst gesagt, bei Österreich der runden und eckigen Tische, dass das vor allem jetzt auch von Säkularen aufgegriffen wird, das ist halt dann auch mäßig spirituell in diesem Bereich, aber es sind viel mehr Menschen, irgendwie die guten Willens sind, sagen wir oft, die Menschen guten Willens, die man eben auch in eine Pfarrmission oder eine missionarische Aktivität oder einfach in zum Beispiel so einen Talk mit hineinnehmen kann. Und was natürlich schon noch ganz hilfreich ist, wenn wir zum Beispiel so eine Dialogveranstaltung machen in einem Kaffeehaus, was wir oft tun, schon seit 25 Jahren, auch in Wien, dass wir Gäste einladen, die bekannter sind. Ja, das können jetzt Schauspieler sein oder Sänger oder Politiker oder wie auch immer. Und das natürlich auch, das hat eine gewisse Wirkung. Ja, wenn du sagst, in der Bar sowieso oder im Café sowieso, es kommt der, den man kennt, der jetzt nicht gleich eben ein Bischof ist oder irgendeine kirchliche Person, dass das natürlich auch Türen öffnet. Übrigens ist es so, wenn wir Dialogpartner suchen, dann tun wir uns leichter, das säkulare Ja sagen, über Gott zu sprechen, als kirchliche Leute. Wir tun uns schwerer, Menschen zu finden, die in Dialog treten mit anderen. Nicht um schlecht zu reden, sondern wir müssen auch ermutigen, uns mutiger zu sein, Zeugnis zu geben aus dem Glauben. Die Leute wollen viel mehr hören, immer mehr eigentlich. Die Leute wollen es genau wissen. Sie wollen weniger Theorien, sondern sie wollen Erfahrungen, sie wollen Geschichten hören, sie wollen wissen, wie funktioniert das. So. Vielen Dank für die Beiträge. Ich habe leider die schlechte Aufgabe, jetzt den Kairos zu spielen und dann mit den Kronos zu spielen, vielmehr. Und dann ja, diese tolle Runde mit euch, Otto, und mit dir, Maja, und mit allen, die irgendwo in Bewegung gekommen sind, sichtbar oder unsichtbar, wollen wir jetzt übergehen. Wir danken euch ganz, ganz herzlich für die Art. Ich habe am Anfang vom Charme gesprochen, aber ich glaube, jetzt nach eurem Sprechen haben die Leute gemerkt, ja, das hat aber etwas und das regt etwas in uns an. Und ich glaube, es ist super. Da gibt es so ein kleines Präsent, wenn ihr jetzt demnächst in Wien Kaffee oder Tee trinkt, dann trinkt ihr das mit Luxemburg zusammen und betet vielleicht auch für unsere Mission hier. Bravo!